das eine ganz wichtige Debatte, die wir heute feiern. Ich meine, dass schon verschiedenen Reden an der Strache gehen, 170 Nationalitäten, wir sind schon am Punkt, wo Lützeburger wahrscheinlich Minorität am Land sind. Es ist also wichtig, dass wir die Integration heute diskutieren. Und ich will aufhängen für all denen, die herkommen, legal herkommen, die willens haben, sich zu integrieren, die hier schaffen, die als Kultur respektieren, also Rechtsstaat respektieren, ihnen auch merci so, das wirklich eine Leistung, das ein Beitrag und als Land, auf meinem Titel, wie viele Lützeburger so einen Beitrag leisten, an ich meine, alles das können wir begrüßen. Wir begrüßen auch, dass die Regierung am Prinzip einen Plan machen, über die Integration, wie das zu favorisieren, weil das schon eine paar Vierredner gesagt gehen, wir sollen eine Hand reichen, dass das wird unser Beitrag aus zu der Integration mit dem Hauptteil von der Integrationsleistung leidet natürlich bei denen, die kommen. Das ist ein ganz normal Sache, wenn eben aus und Ausland geht, viele haben das schon gemerkt, haben sie eine Integrationsleistung zu bringen, einen Spruch zu lehren, sich anzufügen an eine andere Gesellschaft, eng Selbstverständlichkeit, sodass man vielleicht für gedeelte Responsabilität können schwätzen, aber nicht zum selbesten Moos. Wir sollen Konditionen schaffen, wegen Integrationsleistung zu ermöglichen. Den Demokratiedefizit, ich schenke vielleicht dummer der Rundwelt von den paar Plätzen hier gesagt gehen hast, die stellen nicht fest, hier bei der Mentalität von den paar politischen Parteien, die anscheinend etwas wehr sichern für ein klares Referendumsresultat zu umgehen. Das könnt für uns als ADR überhaupt nicht erfroh. Wir wollen auch eine Partizipation von den Leuten hier am Land, eine politische Partizipation, ënner der Kondition op nationalem Niveau, wie gesagt, dat se Lützeburger Nationalität tun. A fir dat ze erméiglichen as doch net eise wie Kriterien wie Nationalität unendlich weit draufzusetzen, fir lo an engem echte Schritt geschitt as hai mat dëssen Regierungsparteien unterstützt vun der CSV, dat och könnt fir eis net afro, mir verschenken Nationalität net nur 20 Jahre, wann den ein Spruch net geleiert huet, mir setzen den Niveau vun de Spruchentester net drauf, am Gegendeel mir setzen Rupp, wie der doch wirklich Leute, die Lützeburger Nationalität kreen, Lützeburger Spruch können. Das ist auch ein Froh für uns, was ist dann Integration? Hei, wenn in de Leiit no läuscht, dat mengg den et ging Dögon hei zu wunnen, an irgendwei niewend denen anderen zu liewen, dat wär schon Integration. Nee, Integration, also wie eng Leistung für aus verschiedenen Ensemble zu machen, e kohärent ganz. Dat as een Willen, e pluribus unum, fir sich zu summen zu fügen an eng Gemeinschaft, die sich über eng Spruch, eng Geschicht, eng Unerkennung von enger Identität an dem Willen dazu zu gehören definiert. Wenn ich die Definitionen gucken, die vun der AStI, vum Conseil National des Étrangers, noch für Druwen, da der Minister hai ugeklungen sind, dann ist das ein bisschen so die marxistisch Vergangenheit, vivre, travailler, décider ensemble. Dat huet mat sech mat Integration nächt ze dien. Wann en ze Summe lieft, dann as se nach net integriert. Wann en ze Summe schafft, as se nach net integriert, am desideieren as es wat d'Ausländer a viele Bereicher sowieso hunn, am soziale Bereich, an de Sozialwahlen, an de Gemengewahlen, aber de großen Unterschied fir eis as nationale Plan die großpolitisch frohen, du wo als Souveränität engagéiert da ist, oder als Nationalkommunität engagéiert as, dat geht nimmen iwwer Nationalität. Das ist ganz klar für uns, dass weil Leute hinkommen, für sich zu integrieren, dummer da unbedingt verbunden als Eispruch zu lernen, an das Lützeburgisch. Wir haben einen Nationalspruch, wir haben nicht 3 Landessprachen, wie du probiert, das geht immer da zu kommunizieren. Wir benutzen Deutsch und Französisch aus verschiedenen funktionalen Ursachen, das ist historisch so gewusst, aber als Nationalkommunität haben wir einen Nationalspruch, das ist auch so unerkannt über Gesetz, und darüber insistieren wir als ADR. Wen ist der eigentlich betroffen von dem Integrationserfolg, man muss mal ganz klar so, und du gehört eine Differenzierung, die nötig ist. Die Leute, die hier hinkommen, wie heute zu bleiben, als legal Residenten, da erwarten wir die Integrationsleistungen. Bei den Frontalien erwarten wir so einen unterschiedlichen Grad, je nach dem, was als Gesellschaft und Besoin hat, aber sie und ihre berufliche Besoin haben. Und da werden wir auch als ADR ganz klar Kriterien stellen und auch am Wahlkampf präsentieren, was wir als Integrationsleistung erwarten. Bei den Beneficiären von Protection International, da dürfen wir uns nicht verirren an der Argumentation. Die Leute, die als Asylanten herkommen, die kriegen immer einen temporären Schutzstatus. Und die Idee,
Die Idee am internationale Recht wo so einen Status als dat die Leute von Konditionen an ihrer Hemischt et erlaube mussssen zurückgehen. Dat heißt, wir müssen wissen, dass die Integration von denen Leuten immer nur temporär als an der das Ziel muss sein, wie die, das auch so wie gesagt internationale Recht so sehr wie möglich zurückzubringen an die Regionen, die uns missen oder wollen aus verschiedenen Umständen, wie Kriegssituationen, politisch Unruhe, wer doch immer verlosen. Aber die Idee ist nicht, dass die können immer heim bleiben. Bei den Studenten haben wir auch eine gewisse Inkohärenz hier an dem Raisonnement müssen feststellen. Wir als ADM haben immer gesagt, wir wollen kein Brain drehen. Und dafür haben wir als zum Beispiel gegen das Projet de Loi gewählt, den aber die Regierungsparteien mit der Unterstützung der CSV gestimmt haben, nämlich dass Studenten aus Drittländern auf der Uni Lützeburg direkt no können heim bleiben an eng Arbeitserlaubnis frohen, dat as Braindrehen. CSV hat gestengeriert gegen Braindrehen gehalt, sie hat aber gestimmt. Die Regierungsparteien so, sie wären Ort oder gehen, sie machen aber Gesetze. An dem Sinn, mir als ADR so ein Student aus einem Drittland den kennt, also als selbstverständlich willkommen. Wir sind Hofrichtopfer, mit dem können eng Bildung matt gehen, aber auch do als die Idee, dass sie zurück an hier Länder gibt, wo sie mehr neidisch gebraucht gehen, wie die Länder abzubauen, wie Thai Asmü gestern höheren, wie Stadt heierns du ass. Et gibt auch Forderungen für Leute zu legalisieren, die illegal am Land sind. Nur 8 Jahre seit der Conseil national des étrangers an engem wie dem H4 gelöscht wurden. Auch das könnt für uns nicht froh. Belohnung vom Illegalen als nicht Legalisierung von einer illegaler Situation. Mit der Kultur ist es ganz ähnlich. Wir kriegen hier gesagt Interkulturalität und so weiter. Das müssen als Leute formieren wie Interkulturalität. Wir müssen aufpassen, dass wir uns auch da nicht verlaufen. Interkulturalität ging von uns verlangen, dass wir alle Kultur als gleichwertig anerkennen, die Möglichkeit von der Kritik verlieren. Und wenn wir das machen, dann sind wir schon bald am Verdacht vom Rassismus. Aber nee, nicht alle Kultur, die hier im Land kennt, entspricht dem, was wir an eiser zivilisatorischer Geschichte, an eisen Überzeugungen können akzeptieren, wie also zum Beispiel, wie ein evident Beispiel zu nennen, am Status von der Frau. Sollen wir an dem Geist von der Interkulturalität, egal wer, akzeptieren? Das können wir uns überhaupt nicht froh. Wir haben hier klare Standards, und das ist auf jeden Fall zu respektieren, und wir werden noch darüber insistieren. Wir werden uns von den Leuten ja hinkommen, dass sie sich mit der Lützeburger Kultur auseinandersetzen, mit dem, was wir können bieten, kulturell, und das ist nicht Mann. Wir gingen uns wünschen, dass wir auch als Lützeburger mehr darüber insistieren. Selbst das mit der Spruch. Wenn man all die Forderungen guckt, die darum existieren, beim Conseil national des étrangers, bei der AStI, da stellt ihr fest, dass eine Rhetorik da aus für letzter Spruch, aber am Kontinu, dass Forderungen erhoben gehen, für den Niveau von der Spruch aufzusetzen, also Schulsystem umzubauen, Männer auf Deutsch zu insistieren, dass 2 Sprachen durchgehen hier im Land, das sind der Französisch und Deutsch, dass Kriterien wie der Nationalität sollen am Spruchniveau nach Ruf gesagt gehen, oder eng von den 2 Sprachen, Französisch und Deutsch, das soll durchgehen. Alles dazu Forderungen, die die Assoziationen stellen, alles dazu Forderungen, wo der ADR klar nicht dazu sieht. Das ist nicht Integration, das ist Segregation. Der Weg, den das Regierung geht, für verschiedene Schultypen zu machen, wie zu so unterschiedliche Kammer brauchen, unterschiedliche Schulen, das ist auch der Weg von der Segregation. Das ist auch der Weg, dass man als Kammer nicht mehr all zusammen holen. Es ist der Weg, dass verschiedene Sprachen am Land geschwert gehen und dass man als auseinander leben, auf Platz als zusammen zu feiern. Auch das ist Negation von der Integration, das ein Irrweh, und es gibt auch nicht, wie Heinz auf der Television nach für gestern gesagt gehen, dass das besonders viel Lützeburg gelehrt gehen. Es gibt ein Minimum, was am Gesetz vorgesehen als versprochen, in verschiedenen Alterskategorien auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau, und wir das dann als Acquis an unserem Schulsystem durchzustellen, das ist ein Ibris, die wir nicht teilen. Das ist ganz klar für uns, dass Integrationspolitik für uns am Land eine Priorität muss sein. Dass die Integration aber bei einem Willen von denen Leuten beruht, die dürfen hier bleiben, auf Plangen, mit Langheit zu bleiben. Die Kategorie. Dass wir sie werden unterstützen. Wenn wir nicht können, auf diesem Weg, als auch für uns eine Evidenz. Aber dass wir natürlich insistieren, dass wir wissen, dass wir nur als Lützeburger, wenn wir überhaupt als Nationalkommunität langfristig wollen eine Zukunft tun, dass wir da keinen Kompromiss machen, dass wir insistieren auf die Leistung, und dass, was die politische Partizipation angeht, eine klare Message schon, wenn wir will, mit dezidieren, dem möchten wir für die Lützeburger Nationalität umzuholen.